Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Humor geeignet. Hey, ciao zusammen. Mein Name ist Alessio. Ich bin ausgebildeter Pickup-Artist und Arschloch in der dritten Generation. Dir in diesem Video beibringen, wie du jede, aber auch wirklich jede Frau, die du nur willst, ins Bett kannst bringen. Bevor ich so war, wie ich jetzt bin, haben mich Frauen verachtet. Keine Frau hat mit mir irgendetwas zu tun haben. Aber dann, als ich das Pickup-Artist-Game und das Frauenfreisser-Zeug so ein bisschen gelernt habe, haben mich die Frauen vergöttert. Und das werde ich dir in diesem Video beibringen. Und bevor du Frauen kannst klären, müssen wir auf jeden Fall schauen, so auf was Frauen stehen. Und auf was Frauen richtig stehen, das ist, wenn du Selbstbewusstsein bist. Es ist scheißegal, wie schlimm du aussiehst oder wie hässlich du bist. Hauptsache, du hast ein grösseres Selbstbewusstsein als dein Schwanz. Und das ist schlussendlich sehr wichtig. Wegen dem musst du anfangen, Selbstbewusstsein aufbauen. Am besten stehst du vor einem Spiegel und sagst, was der geile Sicht du bist, Mann. Oh mein Gott, du bist ja so heiß. Oh, der Bulli, oh ja. Da werde ich sicher jede Bitch wegschlagen. Alessia, kannst du mir die Okay. Ja, genau. Etwa so ungefähr. Ja, aber wir müssen nicht übertreiben wie ich vorhin. Aber ja, ich kann mir halt einfach nicht widerstehen. Punkt 2 ist das Outfit. Ihr glaubt nicht, wie viel vom Outfit abhängig ist. Wenn es nicht irgendein namenhaftes Produkt ist, das ihr anhabt, könnt ihr gerade heimgehen. Dann könnt ihr gerade heimgehen, weil das wird nämlich nicht funktionieren. Noch kurz, wie das so gemeint ist. Seht ihr den Typ dort hinten? So wie ich jetzt gesagt. Schaut mal seinen Pulli an. Das ist ja richtig scheisse, Mann. Alter, so schlimm ist der Bulli auch nicht. Schaut dir an. Seine Schuhe. Weg! Also wie kann man so etwas anlegen? Ich schwöre. Was ist dein Problem? Ich habe nicht mal Schuhe an. Da braucht es nur einen Handgriff. Und er hat das beste Outfit der Welt. Wow, da bin ich jetzt gespannt. Typ dort hinten hat ja ein mega heißes Outfit an. Als ob das klappt! Ja, meine Tipps klappen immer. Aber bevor wir jetzt weitermachen, hat er eigentlich schon ein Like da gelassen? Digga, das ist jetzt eine schlimme Werbung, ich schwöre, ich bin noch schlimmer als jeder andere Schweizer YouTube. Nein, natürlich ein kleiner Spass am Rand. Ich meine, jetzt, wo ihr wisst, wie ihr selbstbewusst auftretet und was ihr müsst anlegen müsst, kommen wir jetzt zu Punkt 3. Nämlich, wie man mit Frauen richtig redet. Und das ist eigentlich ganz einfach. Wenn ihr zum Beispiel draussen so seid im Club, dann müsst ihr eigentlich nur so, der will jede ficken. Und das ist doch denen egal, ob du Scheiße laberst oder nicht. Am besten machst du aber so ein paar Anmachsprüche. Weißt du, wie ich meine? So. Ich habe da ein paar ausgesucht, die bei den meisten Frauen bei mir immer gehabt haben. Zum Beispiel, hey, du heisse Praline, brauchst du noch eine Füllung? Hey, hat es eigentlich wehgetan, wo du vom Himmel runtergefallen bist, Baby? Die Papi ist ein mega guter Bäck, der hat aus 2 Eiern so etwas Heißes kochen. Auch gut ist, hey, spielst du Baseball? Brauch doch mal meinen Schläger. Das war jetzt so ein Paar, das auf jeden Fall bei mir funktioniert hat. Wenn ihr da draussen auch noch heisse Anmachsprüche habt, dann einfach in die Kommentare schreiben, dann haben wir alle etwas davon, dann können wir alle ein bisschen miteinander lernen. Punkt Nummer 4. Es ist eigentlich der wichtigste Punkt, nämlich der Geschlechtsverkehr. Ich als zertifizierter Fuckboy, der natürlich jeden Abend andere beklebt, ist das kein Problem. Aber für dich, du ewige Jungfrau da draussen, die noch nie eine Frau angerührt hat, kann das vielleicht zu Komplikationen suchen.
und dass du nicht nach 20 Sekunden zur Frau sagst, Sorry, ich habe gespritzt. auf jeden Fall schauen, dass du die richtige Technik findest. Ich würde dir empfehlen, dass du jedes Mal beim Wichsen so eine Try Not to Pump Challenge anschaust, dass du auf jeden Fall lang durchhaltest. So langsam habe ich das Gefühl, dass die Tipps in den Videos gar nicht so gut waren. Ich glaube, das schreckt Frauen mehr ab, als dass sie anturnt. Alter, willst du jetzt gerade sagen, dass meine Tipps scheiße bist? Bist du der Experte oder ich? Alles gut, ganz ruhig. Am besten tust du gerade den Kanal abonnieren und lässt gerade noch ein Like da. Ja, okay, ich abonniere den Kanal, ja. Und ein Like habe ich auch schon da gelassen. Und das solltet ihr da aussen nicht machen. Also, wenn ihr das nächste Video auf diesem Kanal nicht verpassen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein ganz kostenloses Abo haben und schon ein Glöckchen aktivieren. So, der nächste Tipp, den ich euch gebe, ist eher so, den könnt ihr nicht machen. Auf jeden Fall geht es so darum, was so der attraktivste Job ist so, für Männer. Und das habe ich herausgefunden. Ich habe eigene Studie gemacht. Und auf jeden Fall ist der attraktivste Job, den ein Mann haben kann, ist Kleinkindererziehung. Ja, also nein. Das ist doch auch kein richtiger Beruf, wo die Frauen draufstehen. Nein, also da muss man so ein bisschen zu Kindern schauen. Das kann ja jeder. Das kann ja jeder. Oder Hausi. Ja! Eben, schau, ich bin schon seit 20 Jahren Bützer auf der Baustelle, weisst du? Und dann gehe ich noch jeden Abend melken. Auf das steht die Frau, auf richtige Bützer, auf richtige Bauern, auf reinrassige Eidgenossen. Nicht da so zu Gofen schauen. Also nein, das ist ja Doppeli Bütz, das ist Doppeli Bütz. Oder Hausi? Ja! Eben. Wegen dem müssen wir eigentlich gar nicht lange diskutieren. Wir müssen gar nicht lange diskutieren, weißt du? Also, meine lieben Freunde, jetzt geht's auch mal zum Schluss geht's halt nur noch Fat Real Talk. Das Video ist natürlich sehr offensichtlich, ist natürlich ein Spassvideo. Es ist eine kleine Verarschung an die Pickup-Artists, die auf TikTok oder auf YouTube rum sind. Auf jeden Fall solltet ihr die Tipps auf jeden Fall nicht ernst meinen und auch keine Anmachsprüche droppen. Ihr könnt gerne welche Kommentare schreiben, wie ich es gesagt habe. Aber auf jeden Fall finde ich, man sollte die Frauen akzeptieren, man sollte generell alle akzeptieren, auch wenn sie anders sind. Nicht so wie der vorhin SVP-Bauern zum Morgen Uli. Also ja, auf jeden Fall einander akzeptieren, geht respektvoll miteinander um. Und wenn euch das Video gefällt, gebt mir natürlich einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Es werden jetzt immer schweizerdeutsche Videos kommen. Und man munkelt, dass sogar schon nächste Woche ein nächstes Video kommt. Also seid mal gespannt. Auf jeden Fall wünsche ich euch alle noch eine schöne Woche und tschüss! Is Mr. Ernst, is he free to define his task?